Ey, Mann, ihr Crown-Höhensöhne, ja, ihr könnt doch sowieso nur campen, also traut euch doch mal zum One-on-One gegen mich, das zerfetzt ihr euch doch sowieso. Hallo zusammen, du hast den Klitus von Crown Crew. Es ist schon hure saukalt draussen, hä? Ich bin sicher nicht der Erste, der das bemerkt, aber heilige Scheiße, vor allem wenn man noch so in der Nacht unterwegs ist oder so. Fuck, ja, richtig freezing. Zum Glück haben wir es daheim, wo wir es schön warm haben und sind nicht irgendwann auf der Straße unterwegs. Ja, ja. Das sind aber die richtig harten Zeiten für die Obdachlosen und so, Mann. Ja, anyway. Wir sehen es Free for All, nicht ein 30-4, sondern ein 30-5. Es war noch interessant. Es waren zwei Welsche drin und ein Franzose, die die ganze Zeit zusammen getextet haben. Und im Spiel vorher, der Franzose, irgendein Monster oder irgend so etwas heisst er, hat der Wichser die ganze Zeit mit der FMG Akimbos gespielt. FMG, pardon. Und ich habe mich ein bisschen genervt. Ja, und habe ein bisschen zusammengeschissen. Und da hat er auch noch mit denen gespielt. Und dann ist er irgendwie nach dem ersten Drittel vom Game, glaube ich, raus. Haben dann noch schnell eine kleine Message gedroppt, was ich von so Leuten halte. Und dann hat sich doch der Typ entschuldigt. Er hat gesagt, ja, nein, es tut ihm leid, er braucht es jetzt nicht mehr und so. Und ich meine, egal, ob er jetzt hat dumm tun, rumtrollen oder ob er es ernst gemeint hat. Das ist das erste Mal, wo ich so eine Antwort bekommen habe, weil sonst ist es einfach immer Motherfuck, fuck you, your sister, your mama. Wir kennen es, ist ja nichts Spezielles mehr. Ja, ja. Ich war froh, dass ich noch ein bisschen auf die Kappe schiessen konnte, dass er eigentlich wunderbar passt. Jetzt habe ich hier wieder ein paar Themen zusammengesammelt über die letzten Tage. Und zwar möchte ich mal anfangen mit der Frage, wer von euch auf einem Flachbildschirm zockt und wer einen Röhrenfernseher hat. Weil ich das letzte Mal vernommen, dass ja, auch zwei bei Crown Crew noch einen Röhrenfernseher brauchen zum Zocken. Und ja, ich finde das noch abgefahren. Ich meine, klar, es ist sicher auch immer eine finanzielle Frage und das ist absolut nachvollziehbar, dass sich nicht jeder so einen ziehen kann. Aber auf der anderen Seite ist es für mich immer so ein bisschen, keine Ahnung, du kaufst dir auch nicht einen Ferrari und montierst schnell viereckige Rädchen drauf. Und wenn man schon so eine Konsole hat, wo HD-Grafiken ausspucken kann, dann ist es eigentlich fast ein bisschen leid, wenn man es dann so kastriert und eigentlich auf das verzichtet. Aber es hält die Leute auf jeden Fall nicht davon ab, super gut zu spielen. Von dem her denke ich nicht, dass es irgendeinen Effekt hat. Aber ja, hat mich noch interessant gedacht, wo das hier niemand wissen. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Leute, die eine HD-Konsole haben, dass die auch dementsprechend den Bildschirm sich angeln. Aber ja, so lernt man dazu. Ist interessant gewesen. Weiterhin ist interessant, dass PS3 Elite Premium Benutzer, Abonnenten, wie auch immer, dass die am 28. Februar das neue Map Pack bekommen. Und ja, das ist eine Frechheit, finde ich. Weil es ist jetzt über einen Monat her, ja, eigentlich näher. 24. Xbox, Januar. Und 28. jetzt PS3. Und Jungs, ich kann euch ganz ehrlich sagen, macht nicht extra Premium für die Maps hin. Weil, kein Plan, die ersten 2 Wochen, wo sie rauskommen, habe ich sie noch ein bisschen gezockt. Aber ich glaube jetzt, seither habe ich es nie mehr gespielt. Hey. Weil, wie gesagt, die meisten von den Jungs, die ich zusammen zocken, haben es nicht. Von dem her, ja, wenn man mit ihnen spielen will, was sie eigentlich absolut präferieren, dann muss man auf die neuen Maps verzichten. Und auf den neuen Maps, so interessant, dass sie jetzt aus was auch immer für Gründen mögen sein, hat es auch sehr viele Camper, die sich noch niemand auskennt. Und klar kann man sich einen Vorteil verschaffen, wenn man jetzt schon Maps spielt, im Vergleich zu, wenn man sie dann sich zieht, wenn sie alle bekommen. Aber auf der anderen Seite, da hat es dann wenigstens genug Leute und es entstehen interessante Games. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat es sich nicht gelohnt, die Maps extra zu kaufen. Durch das, dass ich die Harden-Edition reingezogen habe, habe ich eh alles for free bekommen. Also ja, schon ein bisschen mehr gezahlt, aber gleich. Darum spreche ich mir da jetzt nicht gross den Kopf drüber, aber sonst, also ich würde es nicht extra machen. Es ist absolut nicht lohnenswert. Und von dem her, ja, ist es jedem freigestellt, aber ich würde einfach warten, bis sie regulär vorhanden sind, bis es dann genug Leute hat, die mit dem spielen, und dann passt das dann gut. Weiter ist es so, vielleicht könnt ihr die Infected Playlist im Privaten. Oh, habt ihr gesehen hier? Sie ist wieder schön im Eck gecampt. Anyway.
In der privaten Lobby kann man ja Infected spielen und das weiss ich jetzt, genauso wie Dropzone, auch in den Public Games releasen, was sicher noch lustig ist. Aber je nachdem, was man für Starterwaffen hat und so, also die Standardeinstellung im Privatmatch sind in meinen Augen nicht so interessant. Aber wenn man es noch ein bisschen anpassen kann, macht es dann eigentlich schon richtig Spass. Darum mal schauen, ich finde es cool, dass sie so ein bisschen neue Playlists immer wieder reingeben. Und dort nicht noch irgendetwas dafür heuschen, die Wichser, sie könnten ja. Dem passt das gut. Und als letzte kurze Info, hier noch schnell xcrownxcrew.ch. Haben wir das jetzt gesichert und eine ultra schnittige Webseite hergeklatscht? Nein, es ist mit so einem Site-Creator und einfach schnell mal ein bisschen, dass etwas dort ist. An dem wird jetzt konstant gearbeitet, zieht euch sonst mal rein. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen, warmen Samstag in diesem Sinn. Macht's gut.